Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Lektion mit dem Thema die Reime und das Reimschema des Liedes Auf der Suche nach einer Bratwurst. Ich stelle ja immer wieder fest, dass gerade in der heutigen Zeit den Reimschemen und insbesondere auch den schönen, korrekten Reimen nicht mehr so viel Beachtung geschenkt wird. Und deshalb dachte ich, ich könnte jetzt einmal im Detail erklären, wie das ja eigentlich auch aussehen könnte. Um euch einen Einstieg in das Lied zu geben, habe ich hier einen Ablaufplan skizziert. Also wir beginnen mit einem Intro, dann kommen 2 Strophen, ein Pre-Chorus, das ist ein englisches Wort für einen Vorrefrain, das gibt es einfach im Deutschen oder Französisch halt nicht so schön. Und dann kommt effektiv der Refrain. Und das wiederholt sich eigentlich dasselbe Päckchen hier nochmal, einfach nur mit einer Strophe und auch hier noch einmal wieder mit einer Strophe. Es fehlt dann noch die Coda, die am Schluss noch kommt mit einer schönen Verlängerung. Interessant wird es jetzt natürlich, wenn wir das Reimschema im Detail anschauen. Ich habe das hier vorbereitet. Und muss vielleicht dazu sagen, das sind also immer unbetonte und betonte, betonte Silben. Das wisst ihr ja natürlich längstens. Und vielleicht hören wir uns das am besten gleich mal zusammen an, diese Strophe. Es geht schon langsam gegen Abend, ich werde müde vom Umstaben und einkaufen ist jetzt wirklich genug. Wie öppe hab ich glatt vergessen, neben all dem Shoppen etwas zu essen. Es geht nicht mehr so lang und Geschäft geht zu. So, also so geht das Schema dort. Wenn wir das mit den Reimentsprechungen anschauen, haben wir zuerst einen A-Reim, der sich auf einen A-Reim bezieht, dann ein B, der bezieht sich noch auf gar nichts, dann kommt 2 C wieder aufeinander bezogen und dann erst kommt der B, der sich dann wieder auf den ersten B bezieht. So haben wir ein Sechser-Grüppchen eigentlich von Reimen und das Ganze zusammen heißt dann Schweifreim. Nun habe ich dieses Reimschema natürlich nicht selber erfunden, sondern das gab es schon. Ich musste ja in meiner Jugend noch Gedichte auswendig lernen. Also den Ring des Polykrates zum Beispiel habe ich in der 5. Klasse gelernt und ich kann es immer noch. Er stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, begann er zu Ägyptens König, gestehe, dass ich glücklich bin. So ging das und vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist genau das. Ich habe dieses Schema einfach bei Schiller abgeschaut, weil von den Guten darf man ja auch ab und zu etwas stehlen, das ist ja nicht verboten, oder? Also, das war dieser Schweifreim und was ich auch noch sagen wollte, mich hat das dann bei der Vertonung inspiriert, einen 5/4-Takt daraus zu machen. Versucht doch jetzt, wenn wir die zweite Strophe hören, diesen 5/4-Takt mit zu erleben und dann auch hier habe ich die Reime aufgeschrieben, das Reimschema hier nachzuvollziehen in der Strophe 2. Für heim muss ich vom Bahnhof zu Rohr, sein Essen stellt der Teufel so ab. So suche ich einen unter Bus, weil gegen mein Hütterli und Dürstli, da hofft ein Bierli und ein Würstli, das wäre jetzt etwas, wo ich froh's. Es ist gegangen, 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Zählen. Also 5/4 haben wir hier, ein relativ seltener Takt, aber jetzt ist auch schon wieder gut, jetzt haben wir den gehört und es geht in einen Taktwechsel, nämlich einen ganz normalen 4/4-Takt ab jetzt, weil auch das Reimschema ist jetzt wieder ziemlich normal. Und dasselbe noch einmal, einfach ein Kreuzreim, A, B, nichts Besonderes in diesem Pre-Chorus. So stand ich mal mit Schlangen in, dann geht der Weg auf Schienen, verköpfen auf sie Plangen, sie sagt, was gibt's bei ihnen? Sie sagt, was gibt's bei ihnen? Und um diesen letzten Satz noch ein bisschen mehr Gewicht zu geben, habe ich den wiederholt, weil der führt uns jetzt gerade direkt in den Refrain. Es euch, hat richtig gehört, ich will es euch. Ja, wirklich ohne Senk. Von mir aus Tüchli Senf dazu und geben wir Splitter weg. Ja, die Hauptsache, ich bekomme so ein euch. Ist euch aufgefallen? Es war natürlich... Es dir! Stopp!
ja immer diese Technik. Vielleicht ist euch aufgefallen, es ist immer derselbe Reim. Lustig ist, dass es immer eine andere Länge ist. Hier ist kurz und dann mittellang, dann wieder ein bisschen kürzer, ein ganz langer und noch einmal einer. Ja, es ist effektiv wirklich nie genau gleich lang, aber kommt immer dieses euch. Ja, zu dem muss ich noch was sagen. Das haben wir hier. Also euch reimt sich auf euch und auf euch, denn es ist dreimal dasselbe Wort. Logisch reimt sich das ist ja auch kein Problem. Aber was gibt es denn sonst noch für Wörter auf Berndeutsch, die sich auf euch reimen? Kenne ich, überhaupt kenne ich. Und deshalb bin ich auch auf dieses euch ausgewichen. Euch, ja, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Und der Schiller im Polykrates übrigens, der hat auch nicht alle Reime ganz korrekt gemacht, aber er hat es natürlich extra gemacht. Ich auch, aber ich möchte da noch dazu sagen, einfach, dass das auch noch an der Tafel steht. Das ist jetzt ein unreiner Reim, also sozusagen ein Unreim. Unreim. Und ja, aber das ist effektiv nur im ersten Chorus so. Weil im zweiten mit dem ihr, da ist dann besser gegangen. Habt richtig gehört, ich wollte es dir. Genau das wünsche ich mir. Ja, mir könnt's mit Ketchup geben und gern grad ohne Geschirr. Ich brauche einfach dringend so ein Tier. Gut, dass ich jetzt auf der mehr reimt, ja, das ist also jetzt nicht so besonders schwierig, aber das Geschirr und so haben wir dann diese 5, einen Haufen Reime, deshalb ein Haufen Reim und der kommt dann auch wieder im letzten Chorus, dieses Mal mit Ut. Es ist gut. Habt richtig gehört, die Wurst ist gut. Und jetzt seid auf der Hut. Wir schmecken mit der Nase und sonst packt mich wirklich die Wut. Das ist doch nicht so schwierig, es ist gut. So, jetzt ist eigentlich das Lied schon fast fertig, aber irgendwie fehlt noch etwas und vor allem möchte man am Schluss auch noch irgendwie eine Pointe haben und es gibt noch diese Coda. Was jetzt effektiv passiert, jetzt kommen da verschiedene Varianten von eigentlich diesem, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Silben, aber jetzt kommen 7 Paarreime, die sich immer gerade aufeinander beziehen. Am Schluss dann noch ein letzter. Und 7 übrigens wegen der Musik, weil ich gehe ja immer einen Ganzton dann rauf und die Ganztonleiter, die hat einfach 6 Ganztöne und nach dem 7. ist man wieder am selben Ort, wo man angefangen hat. Und das will ich ja nicht aus der Tonart raus, eigentlich so richtig. Und deshalb, wie gesagt, beim 7. Ja, wird es dann fertig. Und wenn wir grad schon dran sind, ich sag euch, wo noch Pannen sind. Beim Wasser, mir geht's teure, nicht Gas, nein, Kohlensäure. Vom Brot nehme ich ein Bitz, kein Stück und auch kein Schnitz. Für nichts werden zum ne Schlaffi, trinke ich Kaffee, nicht ein Kaffee. Zum Dessert gibt's eine Glasse, das Eiscreme könnt ihr schassen. Und wer mich fragt, ob's mundet, der hat mich schon verwundet. Ist der da so, jetzt kapieren, dann könnt ihr's mich probieren. Und sonst geht doch auf Zürich servieren. Das war jetzt eben noch dieser +1-Reim. Am Schluss kommt noch ein Ihre doch simple war noch extra dazu. Und musikalisch gesprochen, es war ja immer in Moll und am Schluss endet es dann effektiv im Dur. Ja, das war's mit der heutigen Lektion und ich sehe auch, wir müssen sofort fertig machen.